Der sollte mich im Gebüsch normalerweise nicht sehen, oder? Haben wir gesagt. Neue Wanderroute, brauche ich jetzt nicht. Dorfdepp, geh weiter. Eine Arztpraxis. Aha. Jetzt wird den ausgibst und so, oder so. Jawohl. Er ging mit seiner Laterne. Bis noch nicht gut gemacht hat. So, wenn es so weitergeht, dann werde ich wohl zum Meister des Watschenbaums. Ja, Praxis. Klopfen. Wobei, zu später Stunde. Der Plan war ja, ins Wirtshaus zu gehen. Nur die Hauptstraße folgen. Das war die Straße. Und wo der Heiliger schön. Ein Scheinheiliger. Wirtshaus. Laterne benutzen. Warum? Dann sagt mir jeder Tipp. Zumindest habe ich ja nicht dabei. Bei Bedarf. Wirtshaus, wo denn? Das Ding da? Da ist zu. Ein Ei. Schwierigkeit 6, bock mal. Im Fall der Fälle. Und da hätten wir Ei, Löwenzahn und Leder. Nimm mit. Brauchen wir schon, irgendwann einmal. Da ist ein Tier. Aber ja, da wohnt ins Wirtshaus. Warte mal. Wirtshaus. Bitte durch. Wirtshaus, also Hebruchbude. Da bin ich hergefallen. Aber da ist zu, tun jetzt. Der Weg zum Wirtshaus. Hier Zeit verbringen. Wo sind dann? Bis zum nächsten Morgen. Schlafen kann ich nicht, toll.
Bürsten. Leinenstoff. Wer nuggelt da? Steht da einer? Liegt da? Oder warte mal. Das schaut aus wie ein Wirtshaus. Mein Gott, bin ich blöd. Brauche ich nicht einmal sagen? Das ist ein Wirtshaus. Schaut jeder noch aus. Sagt doch auch keiner. Ich glaube, da drüben war gerade der Hähnerstall oder so. Hat einfach ein Maß Bier. Weißwürst, friss jetzt um. Mann, ein Bayer wie der frisst alles. Das Wirtshaus, jawohl. Schlafen gehen. Bei der Bauchgefühl oder Klopfer? Klopfer mal. Könnte allerdings nach hinten losgehen. Machen wir das da. Und? Drin sind wir. So, jetzt haben wir Stufe 4 erreicht. Die Nacht war unruhig. Kann er laut sagen. Bavarian Tale. Ich glaube, es geht jetzt richtig los. Alles andere war zum Warm werden. Pass auf. Mit dem Bürgermeister sprechen. Wenn der Bürgermeister. Ja, es ist. Ich sage ja, weil die anderen Leute, die gehen daher zum Urlaub halt von dir liegen. Er weiß nix. Ja, aber noch kein Er sitzt im Tisch drin schön. Typisch, oder? Echt die Bayern machen das. Das steht er jetzt. Da ist er hergekommen. Moment, Woher? das Bier Ja, hier, da. brauche ich. Von woher? Das ist der Stadt. Wer? Also, Spielsüchtiger. ich hab keinen. Würfeln? Ja, nicht, aber die haben gesagt, Nein. dass der jetzt da herkommt und dann irgendwie so einen Schmarrn macht. Was tut denn noch da? Ich hab ihn gerettet, schön. Das ist auch nicht. Die umeinander zipfen.
Ja, dann, wie normal. Der Bürgermeister. Ist eh nichts los. Ja, der Kasperl. Schaut nichts aus. Ja, er rotzt da rum. Der Schorsche. Ja, Ah, ist schon ist schön. so. Aber Deri, Ja, das kümmern wir uns. ich sage ja, weil Servus Valentin. die anderen Leute, bin der Schorsch. die gehen daher zum Urlaub, wo wir leben. Ja, ich hab's auch schon gehört. Da fehlen mir allerdings die Informationen. Aha. Der Stotterer haben sie gesagt. Dass der Stotterer jetzt da hinterhergekommen ist. Woher? Wohin? Ja, hier, da, zu uns, Kathi Gschwendner. Von woher? aus der Stadt. Wer? Ah, der Stotterer. Gute Frau, wie schaut denn aus? Ich hab keinen gesehen. Ja, nicht, aber die haben Was darf ich Ihnen kurz da, Herr Stauderer? da herkommt und dann irgendwie da sind Handeln. Steht der noch da? Die kann ich ja. Pass auf, ich brauche einen Bürgermeister. Einfach Richtung Osten, durch den kleinen Gang zwischen die zwei Häfen. Ich hab's Ihnen auf der Karte angekreuzelt. Ist eh nichts los. Was? Ja, pass auf, die haben das angerätselt. Nein, ist nicht. Angerätelt, ja, wo denn? Die dumme Kuh. Richtung Osten. Hab ich einen Kompass? Haus Christbacher. Die Bruchbude. Vorbei 866. Da war noch nichts zu montieren. Richtung Osten. Scheiße, Mann. Der war der Scharfsinn. Im Haus des Bürgermeisters, also da ist er schon. Den hab ich gerochen. Sie sind daher aus der Stadt, richtig? Gehen Sie mal mit. Xaver Griesbacher. Ich bin der Bürgermeister hier im Ort. Sie schickt wahrlich der Himmel. Furchtbare Dinge geschehen hier. Zu solch einer Unzeit. Gerade jetzt, wo der Dorfpolizist Rupp weg ist. Der kümmert sich normalerweise um sowas. Wissen's? Ausgerechnet jetzt geht's hier drunter und drüber. Alles an den Hetz der Aufregung. Solch eine Untat in unserem Schiener Dorf. Der Christbacher, außer Atem. Ja, Sie haben gut reden. In der Stadt mag sowas eine Alltäglichkeit sein. Da passiert sowas sicher alle naslang. Aber hier bei uns, in Wolpertshofen, da hat sowas noch nicht gegeben. Wie soll man denn mit sowas umgehen? Der Schreck sitzt allen noch so tief in den Knochen, das kann ich einer sagen. Eine Katastrophe, die in die Dorfchroniken eingehen wird. Christbacher, was ist denn passiert? Was genau passiert ist, wollen Sie wissen. Ja, mei, ich weiß ja überhaupt gar nicht, wo ich da anfangen soll. Alles! Ja, alles scheint auf einmal zu passieren. Gestern spät am Abend scheint's fast wieder passiert zu sein. Dem Bertel und dem Ernst, den beiden wär's fast an den Kragen gegangen. Gut, dass die beiden solche tapferen und klugen Burschen sind. Sonst wär's ja gleich aus gewesen mit denen. Ich sag's ja noch. Das Böse ist da draußen. Schleicht um die Häuser, hegt finstere Pläne und terrorisiert die Leute hier im Ort. Der Bürgermeister mit blanker Angst. Ja, dann nehmen wir halt mal. Was war denn geschickt? 1, 2 oder 3? Nimm 3. Was reden Sie denn da? Natürlich haben alle Angst. Ein Mörder geht um in Wolpertshofen. Gestern erst haben wir den armen Lenz gefunden. Tot, erschlagen. Vom Bösen heimgesucht. Oh mei, was soll nur da? Ah, der Herr Bürgermeister. Sie kommen ungelegen. Der Schormeier kommt gleich den Leichnam von seinem Sohn abzuholen. Lassen Sie uns ausgehen, falls wir was zum Besprechen haben. Na, lassen Sie nicht stören. Wir gehen gleich weiter.
Herr Schmidt, Sie sehen ja, was hier los ist. Der Lenz ist tot, der Mörder ist auf freiem Fuß, der Polizist nicht da und der Lehrer droht uns alle aufzuknöpfen. Der Schmied schon wieder ausschaut. Moment, warte mal. Selbstverständlich, Herr Schmidt, selbstverständlich. Gestern Abend, ausgerechnet am Heiligen Sonntag, da hat's einen Streit gegeben. Bei der Gschwendnerkarte im Wirtshaus. Da trifft man sich gern nach dem Gottesdienst. Sie sind auch dort untergebracht, wenn ich mich nicht täusche. Wie gesagt, sind wir hier ein anständiger Ort mit rechtschaffenden Leuten. Aber der junge Leubel stiftet immer wieder Unfrieden mit seinen gespinnerten Ideen. Da ist ihm jedes Mittel recht. Der Leubi, typisch. An dem Abend hat's mal wieder so eine Diskussion gegeben, die ist ein bisschen hitziger geworden. Ich glaube, die werten Herren haben recht viel Schnaps erwischt, wenn sie verstehen. Jedenfalls sind sich unser lieber Pfarrer Bayerle und der junge Leubel recht angegangen. Es ist ein bisschen persönlich geworden, muss ich sagen. Eigentlich wird dann der Rupp dazwischen gehen. Der ist hier sowas wie der Dorfpolizist. Und jetzt hätten wir ihn einmal brauchen und er ist nicht da. Der hält schon immer zum Pfarrer auch. Gar nicht, weil die so viel miteinander zu tun haben. Aber das sind eben beides Männer mit Anstand. Für die zwei lege ich meine Hand ins Feuer. Und der junge Leubel hat einfach keine Ruhe nicht geben wollen. Dann hat sich der Lenz auch noch eingemischt. Das hat er gerade noch gefällt. Der Schorsch hat es dann so nicht stehen lassen wollen. Der Schorsch ist eigentlich ein Netter. Der hockt da gern in der Wirtschaft. Gestern auf Nacht da, ja. Jedenfalls ist es dann körperlich geworden. So sind die nämlich. Tun immer so intellektuell und am Ende werden auch doch mit die Fäuste gesprochen. Also, das war jetzt keine Schlägerei oder so. Nicht, dass sie was Falsches denken. Ein bisschen gerangelt haben's. Eigentlich alles halb so wild. Also typisch War gleich bürgerlich. wieder vorbei. Die vernünftigen Leute sind nachher heim. Das hat schon gelangt dann. Andere sind noch blieben, haben nur mehr Bier trinken wollen. Der Lenz auch. Und am nächsten Morgen liegt der Lenz dort da drüben in der Pfützen. Und das Geschor ist groß. Der Leubel rennt da umeinander und beschuldigt Leid. Beruhigt sich gar nicht mehr. Sie müssen mir helfen, sonst gerät das Ganze außer Kontrolle. Herr Christbaucher, wie hilft er? Na gut, na gut. 50 Verärgert. Pfennig werden Toll. dafür doch ausreichen. Gut, gut. Gut, ganz gut. Genau so machen wir das. Da wird einiges an Überzeugungsarbeit nötig sein. Sie machen das schon. Aber bitte trödeln Sie nicht rum. Das muss sofort geklärt werden. Du geh. Trödel geht zum Geschäft. Bumm, zusammenreißen. One noch. Das hätte ich fast vergessen. Sie müssen ihm nicht auf die Nase binden, dass ich Sie geschickt habe. Das hört er sicher nicht so gern. Er hat's nicht so mit Autoritäten. Sagen Sie einfach, Sie sind wegen Ihren Berichten da. Ich werde zu Hause nach dem Rechten sehen. Sie reden mit dem Leubel und hören sich um. Wir müssen diesen Mörder finden. Ein Mörder geht um.